11. Februar 1979. Bin in Basel angekommen. Alles ist fremd. Fühle mich gut. Heute, vom Zugfenster aus gesehen, wirkten die Landschaften verwischt, verschleiert, als wäre jemand mit einem grobfaserigen Pinsel über noch feuchte Farben gefahren. Was normalerweise klar erscheint, lag wie hinter einer diffusen, milchigen Schicht verborgen. Im Abteil war es kalt. Wieder einmal waren bei den SBB die Heizungen ausgefallen. Ich hauchte an die Scheibe, fingerte kalt aufs kalte Glas und betrachtete durch die Buchstaben die andere Seite des Zürichsees, die Goldküste. Fritz Thorn und sein Mars liegen noch in meinem Gepäck. Ich habe keine Lust auszupacken. Einzig die Schreibmaschine und Papier. Hoffentlich stört mein Getippe hier nicht. In Talwil stiegen 3 Jugendliche in Jeansjacken und mit langen, fettigen Haaren ins Abteil, streckten die Beine und zündeten synchron eine Ziggi an. »Der Sidvischus ist tot«, sagte einer. »Hure Seich«, sagte ein anderer. Von Zürich nach Basel klappte es zum Glück mit der Heizung wieder. Ich versuchte zu lesen, doch meine Augen glitten immer wieder über das Buch hinaus. Höre Marschmusik aus der unteren Wohnung.